Met weg den 12. Juli uit de Quellenkolonie. Als Elia einmal seine Gedanken nicht kontrollieren kann und hij bloß in een negatieve Kreis rondreden, dann wist hij zelfs nichts te doen als te jammerieren. En wat half Gott am uit diesen negativen Gedankenpuddel rüt, hij streikt am körperlich mit eten. Dann lenkt Gott seine Gedanken ab wat anderes, indem er am ne abgaf. Müßiggang kann sehr schädlich sein, wenn unsere Gedanken unkontrolliert am negative Thema streuen wollen. Gott schickt den Elia etliche Könige zu bestätigen, auch Elisa als Prophet in seine Städte zu bestätigen. Hier sehen wir noch eine Methode, wo wir unsere ausschweifenden Gedanken kontrollieren können, nämlich, die auf irgendwas Produktives lenken, auf irgendwas Produktives abstieren. In Klagelieder 3, Vers 19, da beklagt Jeremia sein Elend und seine miserable Lage. Da sagt er so: Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Galle getränkt bin. En wo kam Jeremia uit des schweren Gedankenkriesel rüt? Hij muss sich entscheiden, hieruit te komen. Wir machen mit unseren Fehler, dass wir bloß beten und dann meinen, dass Gott uns mit aus dem Wunder daraus helfen soll. Und Gott kann das auch, und er tut das auch manchmal. Aber allgemein müssen wir auch uns Teil tun dazu, damit wir rauskommen. Wir müssen uns selbst anstrengen. Wir müssen uns selbst verleugnen, unsere Beleidigung überwinden und das Schwert des Geistes nehmen und jene störende Gedanken anwenden. Na in Klagelieder 3, Vers 20 erinnert Jeremia sich daran, dass Gott all seine Schwierigkeiten möglich wird. Da lesen wir so: Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dort checkt hij terug naar Erfahrungen, wat hij in der Vergangenheit gemacht hat, und stärkt sein Vertrauen an Gott. In Vers 21 kriegt er Hoffnung. Das nehme ich zu Herzen, denn ich hoffe noch. In dann Vers 22 bis 24, dort schildert er Gottes Zuverlässigkeit und macht dann die Entscheidung, auf Gott zu hoffen. Da lesen wir so: Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Und dann Vers 24, der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Hier ist der Schlüssel von das negative Gedankenleben rauskommen, auf Gott hoffen und am checken und uns am verlassen. In 2. Korinther 10, Vers 5, da lesen wir, dass wir alle Vernunft unter dem Gehorsam Christi gefangen nehmen sollen. Eine andere Übersetzung braucht hier steht das Wort Vernunft an die Gedanken, also all an die Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam Christi. Das ist, was Paulus hiermit sagt, dass er seine Gedanken unter Kontrolle nimmt, ehe die zu werden oder zu Werke worden. Römer 12, Vers 2 enthält ein ähnlicher Gedanke. Hier wollen wir angespornt, unseren Sinn zu erneuern. Erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das meint ein ganz neues Gedankensystem anzusetzen. Und das kann es manchmal brauchen, zum negative Gedanken überwinden.